Zuschauer vor der heutigen Partie. Da bröckelt es wieder, Sebastian. Die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Wie er sich den Ball da erkämpft, da kann man ja nur mit der Zunge schnalzen. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Da hat er nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. Ja, kein Problem für den Torwart. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ah, das tut ja weh, wenn man von hier oben zusieht, aber der Schiedsrichter, der zeigt noch nicht mal gelb, gibt nur Freistoß. Oh, das war ein böses Foul. Und was macht der Schiedsrichter? Er lässt weiterlaufen. Das gibt's doch nicht. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Jetzt die Augen nur noch auf und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Und der trifft unglaublich, tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Er findet den freien Mann. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, warum er über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Ja, da sagt der Torwart, Dankeschön, überhaupt keine Gefahr. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Und so sieht ein Pass aus. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, das gibt Eckball und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Tja, und er spielt den Eckball genau in die Arme des Torwarts. Wunderbarer Pass. Ja, da bringt er zwar die Fingerspitzen noch an den Ball, aber der ist immer noch heiß. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ich glaube, er überlegt, was er jetzt am besten tut.
Ja, das geht immer hin und her hier. Jetzt wieder in die andere Richtung nach der Balleroberung. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, für solche Aktionen gab es auch schon mal die rote Karte, aber er hat Glück, kommt jetzt mit Gelb davon. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Und das kann er ja, lange Bälle spielen. Ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, da gibt es auch keine Proteste von den Fans, das muss Gelb geben. Hoffentlich liegt ja keine ernsthafte Verletzung vor. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur Gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Also schlecht sah das von hier oben gar nicht aus, aber der Ball, das haben Sie gesehen, der geht dann doch relativ deutlich vorbei. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene, das war nicht leicht für ihn. Sehr enge Partie hier, ausgeglichen und deswegen ist natürlich hier die Spannung im Stadion fast greifbar. Ja, und dafür hat er das Auge klasse gespielt. Weit nach vorne gepasst. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Achtung, genau in den Lauf. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Riesenmöglichkeit. Zu 0 und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Ein verrücktes Spiel. Beide Mannschaften haben hier in den ersten 45 Minuten tollen Offensivfußball gezeigt. Nur Tore waren bis jetzt Mangelware. Mal sehen, ob sich das in der zweiten Hälfte ändert. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Und die zweite Halbzeit läuft. Oh, Fehler. Und ab geht die Post, das gibt eine Chance. Ja, knapp im Abseits. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Müssen wir uns noch mal anschauen. Großartiges Zuspiel. Schöner Spielzug. Und gegen diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und natürlich muss er jetzt die gelbe Karte aus der Tasche holen. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton. Völlig zu Recht, finde ich. Den hat er elegant angenommen. Und das war schon klasse, wie der Torhüter das macht.
Und der Ball ist wieder im Spiel. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und jetzt kommt das Spiel nach vorne. Wo sollte der denn hingehen? Das hat er sich bei diesem Schuss gedacht. Um Himmels Willen, das hätte doch der Ausgleich sein müssen. Klasse Pass. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Der Ball war ganz woanders und der Schiedsrichter gibt gelb. Und der Spieler kann froh sein. Da hätte man auch über Rot nachdenken können. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Den Ball weit nach vorne gepasst. Ja, und der Keeper braucht nicht einzugreifen. Und es kommen gleich 2 neue Akteure in die Begegnung. Los, schieß, Junge! Elfmeter, Strafstoß, keine Frage. Und jetzt gibt es nur noch das Problem. War das darüber hinaus noch gelbwürdig? Oh, das sieht nicht so gut aus. Er könnte sich verletzt haben. Und deswegen die Entscheidung hier gelb. Oh, das sieht nach einer bösen Verletzung aus. Da kann er sich beim Schiedsrichter ja fast schon... Oh nein, gehalten! Und jetzt muss er natürlich ganz schnell zusehen, dass er wieder zurück in sein leeres Tor kommt. Schön weitergeleitet. Und jetzt müsste sich aus der Situation eigentlich was entwickeln. So, jetzt wird's gefährlich. Der Ball fliegt am Tor vorbei. Ja, und wenn man deutlich hinten liegt, dann sollte man solche Chancen nutzen. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Der Keeper riskiert Kopf und Kragen und kommt an den Ball heran. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ja, und das sagt er einfach nur Dankeschön. Ja, leichtsinniger Ballverlust, aber bitte, davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Oh, per Kopf, warum nicht? So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Ja, das macht er gut, per Kopf. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz.
Super Parade des Torhüters. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Traumhaft sicher läuft der Ball da durch die eigenen Reihen. Unglaublich, wie gut die da hinten stehen. Perfekte Disziplin, perfekte Organisation. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir danken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.